Distille. Dieses Tibet diese Woche eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit der Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama reist nach Mount Good in Südindien. Die tibetische Zentralverwaltung feiert den 36. Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises an seine Heiligkeit den Dalai Lama. Parlamentarische Delegationen aus 6 Ländern halten gemeinsame Pressekonferenz in Dharamsala ab und bekräftigen ihre Solidarität mit dem tibetischen Volk. Das Tibet-Büro in Taipeh veranstaltet eine 2-tägige internationale Konferenz über Tibet. Das Tibet-Haus Japan veranstaltet den 77. Tag der Menschenrechte. Das Tibet Policy Institute organisierte in Neu-Delhi eine Podiumdiskussion über die dunkle Seite der Förderung grüner Energie durch die Volksrepublik China in Tibet. Seine Heiligkeit der Dalai Lama verließ gestern seine Residenz in Dharamsala und traf heute in der tibetischen Siedlung Mount Good in Südindien ein. Wherever I go, Indian public really showing me genuine compassion, and we truly spiritual brother. Thank you. Seine Heiligkeit wird voraussichtlich bis Ende Januar 2026 in Mount Good bleiben. Am Mittwoch dieser Woche feierten Tibeter, Freunde Tibets und Anhänger seiner Heiligkeit des großen 14. Dalai Lama weltweit den 36. Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises an seine Heiligkeit den Dalai Lama und den 77. Internationalen Tag der Menschenrechte. Die tibetische Zentralverwaltung leitete die Feierlichkeiten im Tsuklakang, dem Haupttempel in Dharamsala. Die Feier wurde von Parlamentsabgeordneten, Tibet-Unterstützergruppen und Journalisten aus Australien, den Fidschi-Inseln, der Tschechischen Republik, Frankreich, Neuseeland und Chile als offizielle Gäste der tibetischen Zentralverwaltung beehrt. Der Sprecher Khemo Sonam Dempe verlas die Erklärung des tibetischen Exilparlaments und Sejong Bemba-Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung verlas die Erklärung des Gasha. At a time when our world is shrouded in the darkness of conflict, hatred, and fear, His Holiness the Dalai Lama's philosophy of peace, rooted in compassion, wisdom, and a profound sense of universal responsibility, has illuminated a viable path towards genuine and lasting peace. It needs no elaboration that the primary purpose of observing this historic occasion is to devote ourselves to the study and implementation of these timeless teachings. Vertreter jeder Delegation betraten das Podium, um ihre Bewunderung für das lebenslange Engagement seiner Heiligkeit des Dalai Lama, für das Wohlergehen des tibetischen Volkes, seine tiefgründige Botschaft des Mitgefühls und sein unermüdliches Engagement für den Weltfrieden zum Ausdruck zu bringen. Sie bekundeten auch ihre Solidarität mit den Tibetern im In- und Ausland und bekräftigten ihre Unterstützung für die tibetische Sache. Die tibetische Gemeinschaft von New York und New Jersey feierte diesen Anlass ebenfalls in der Phuntsho Deshi Hall in New York mit dem Vertreter Namgyel Chudup vom Büro Tibets in Washington D.C. als Ehrengast. Der Vertreter Namgyel Chudup hob das unerschütterliche Engagement seiner Heiligkeit für Gewaltlosigkeit und friedliche Versöhnung hervor, das auf Toleranz und gegenseitigem Respekt basiert und die internationale Unterstützung für die tibetische Sache erheblich gestärkt hat. Am 10. Dezember 1989 wurde seine Heiligkeit für seinen gewaltfreien Ansatz zur Befreiung Tibets angesichts extremer Aggression mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Seine Heiligkeit war auch der erste Nobelpreisträger, der für sein Engagement für globale Umweltprobleme ausgezeichnet wurde. Your Majesty, members of the Nobel Committee, brothers and sisters. I am very happy to be here with you today to receive the Nobel Prize for Peace. I feel great honored, humbled, and deeply moved that you should give this important prize
to a simple Buddhist monk of Tibet. I am no one special, but I believe the prize is a recognition of the true value of altruism, love, compassion, and nonviolence, which I try to practice in accordance with the teachings of the Buddha and the great sages of India and Tibet. I accept the prize with profound gratitude on behalf of the oppressed everywhere and for all those who struggle for freedom and work for world peace. I accept it as a tribute to the men who founded the modern tradition of non-violent action for change, Mahatma Gandhi, whose life taught and inspired me. And of course, I accept it on behalf of the 6 million Tibetan people, my brave countrymen and women inside Tibet, who have suffered and continue to suffer so much. They confront a calculated and systematic strategy aimed at the destruction of their national and cultural identities. The prize reaffirms our conviction that with truth, courage, and determinations as our weapons, Tibet will be liberated. Gestern nach der Feier zum Tag des Friedensnobelpreises hielt die aus 6 Ländern stammende parlamentarische Delegation eine Pressekonferenz im Haupttempel ab, auf der sie ihre entschiedene Solidarität mit dem tibetischen Volk und dem Kampf Tibets für Freiheit zum Ausdruck brachte. Die Delegation bestand aus Jitka Sedlova, Mitglied des Parlaments der Tschechischen Republik, Barbara Pocock, Mitglied des Parlaments von Australien, Vlado Mirosevic, Mitglied des Parlaments von Chile, Samantha Kasbon, Mitglied des Parlaments von Frankreich, Greg Fleming, Mitglied des Parlaments von Neuseeland und Virendra Lal, Mitglied des Parlaments von Fiji. Die Parlamentarier bestätigten die Folter und Unterdrückung der Tibeter durch die chinesische Regierung und bekräftigten ihre Unterstützung für die Rechte und Freiheiten des tibetischen Volkes sowie die Bedeutung der Politik des Mittelwegs als richtigen Ansatz und die Notwendigkeit der Wiederaufnahme des Dialogs zwischen China und Tibet zur Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts. Sie betonten auch die kollektive Verantwortung für die Erhaltung der tibetischen Sprache und Kultur, ihre Unterstützung für das Recht der Tibeter auf ein unabhängiges Leben ohne Einfluss von außen und dass China sich nicht in die Reinkarnationsangelegenheit seiner Heiligkeit des Dalai Lama einmischen sollte. Die Besucherdelegationen besuchten den Sitz der tibetischen Zentralverwaltung und trafen sich mit deren Führung. Das Tibet-Büro in Taipeh organisierte am 15. und 16. November 2025 in Taiwan das Snowland Forum 2025 Finding Common Ground International Conference on Tibet, Schneeland Forum 2025 Gemeinsamkeiten finden, internationale Konferenz zu Tibet im Zentrum für öffentliche und betriebswirtschaftliche Ausbildung der National Chengchi University NCCU. An dem zweitägigen Forum nahmen Jayadeva Ranade, Präsident des Zentrums für China-Analyse und Strategie, Akademiker, Menschenrechtsaktivisten und Professoren aus Taiwan, Indien, Hongkong, der Mongolei, Japan, den Vereinigten Staaten, Australien und Neuseeland sowie ehemalige Vertreter und Mitarbeiter der tibetischen Zentralverwaltung und der Tibet-Büros teil. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die politische Entwicklung Chinas unter dem Gesichtspunkt der Reinkarnationsfrage seiner Heiligkeit des Dalai Lama und die Zukunftsaussichten des Tibet-China-Konflikts. In einer zum Abschluss verabschiedeten Resolution wurde bekräftigt, dass alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Reinkarnation seiner Heiligkeit ausschließlich seine Heiligkeit den Dalai Lama und den Gaden Podang Trust betreffen und dass keine andere Regierung, politische Partei oder Einzelperson diesbezüglich Autorität besitzt.
Das Tibet House und die Tibet-Gemeinschaft in Japan begingen gemeinsam mit 11 Ländern den 77. Jahrestag der Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen in der Shibuya Women's Plaza Hall in Tokio. Die Gedenkfeier begann mit einer friedlichen Demonstration vor der chinesischen Botschaft, bei der Freiheit und Menschenrechte in Tibet, Osttürkestan, der Südmongolei und anderen Minderheitenländern gefordert wurden. Im Rahmen des Programms berichteten Tashi Yangsum vom Tibet House Japan und Vertreter aus Myanmar, Kambodscha, Weißrussland, Taiwan, Osttürkestan, der Südmongolei, Hongkong, Festland China, Nordkorea und der Ukraine über politische Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen in ihren jeweiligen Regionen. Sie riefen zur Einheit unter den Menschen auf, die unter autoritären Regimen leben, und appellierten an die internationale Gemeinschaft, einzugreifen, um die Gewalt zu beenden und die Freiheit wiederherzustellen. Am 1. Dezember 2025 organisierte das Tibet Policy Institute im Rahmen der 3. Reihe Climate Action for Tibet eine Podiumdiskussion im India International Center in Neu-Delhi, um die schwerwiegenden ökologischen und sozialen Kosten der sogenannten grünen Energierevolution der Volksrepublik China in Tibet zu beleuchten. An der Diskussion mit dem Titel »Die dunkle Seite der grünen Energie Chinas – Umweltzerstörung in Tibet« nahmen Forscher aus Thinktanks, Universitäten, Medieninstitutionen und unabhängige Experten teil. Die Diskussion bestand aus 2 Teilen. Der erste Teil konzentrierte sich auf die Bergbauaktivitäten in Tibet und deren Folgen. Der zweite Teil befasste sich hauptsächlich mit dem Bau von Megastaudämmen in Tibet, die zu einer Störung des gesamten Ökosystems geführt haben. Thundup Gyalpo, Sekretär des Büros Seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Neu-Delhi, hielt die Abschlussrede, in der er betonte, dass Tibet dringend als kritisches globales Klimaproblem anerkannt werden müsse. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.